Goedemorgen alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom to deze morgenstund. En we willen onze Bibel opmerken in Matthäus 5. We zijn dan helemaal bij de Bijpredigt. En we zijn bij vers 17. En van daar wel we zijn dus we gaan doorgaan bij vers 20. So, wir wollen uns den Tags überlesen und dann wollen wir mal sehen, was wir davon kriegen. Das ist an Jesus seine Wert. Denkt nicht, dass ich gekommen sehe, Moses in Gesetz und dort, was die Propheten geredet haben, zu nichts mehr. Ich bin nicht gekommen, dort etwas sie zu bringen, aber zu erfüllen. Verlut ihn darauf, solange das Himmel und Erde stehen, wird nicht der kleinste Buchstabe oder der Punkt vom Gesetz gestrickt worden, weil dort alle erfüllt ist. Wenn irgendwer das kleinste Gebot abhebt und die Menschen so lehrt, der wird im Himmelreich aus der geringste zu Stunden kommen. Wer die Geboten überhält und lehrt, wird groß im Himmelreich, wird groß sein im Himmelreich. Wenn ich das sage, Kind, wenn jene Gerechtigkeit nicht besser sein wird, als der Schriftgelehrte und Pharisäer ehre, wo je niemals in das Himmelreich kommen. Was soll ich ans Tags von dir an? Wir mit dem Gebet anfangen. Da wir gedacht davor, wir kommen hier für die und wir beten um Weisheit, Verständnis in den Worten an die Kirchen. Herr, muss die uns halten, dass das in uns sein Himmel so ist, dass die Wort sich wahrer sprach. Und Herr, muss die uns Verstand aufdaten, dass wir das sein können, was das wirklich meint und wo die Wort reich eingedeutet soll. Herr, ich fühle mich so abwärtig dort, so clean dort, so eingeliert. Aber Herr, das ist nicht ich, was du reden hast, aber das ist dein Wort und macht dort bestehen bleiben, was du geredet hast und nicht, was ein Mensch ein Sturm ist zu sein. Das ist für deine eine Ehe. In Jesus' Namen. Amen. So, das ist aber was du gekommen, wo in der Schrift steht, wo viele Menschen so confused werden. Wer von Ihnen hat mal gesagt, oder wer von Ihnen hat mal gehört, wir sind nicht mal unter dem Gesetz? Oder ich sie frei von Gesetz. Wer von Ihnen hat mal den zwei gehört? Und wir können sagen, das stimmt. Und wer von Ihnen hat das gehört, no, wir machen das Gesetz noch einmal von der ersten Tag holen. Und dann muss wir sagen, das stimmt auch. Aber wo kommt das Missverständnis in dieser Sache? Warum ist das so schwer zu verstehen, dass wir noch einmal unter das Gesetz sind? Wenn Jesus sagt, du wirst keinen Titel nicht von Gesetz vergehen, weil das alle in der Welt ist, und wir sind aber frei von Gesetz. Wo ist das, dass wir können unter das Gesetz sein und dass wir können frei von das Gesetz sein? Und das ist die Frau im Besonderen. Ich glaube, man viel traditionelle Kirchen, würde man sagen, ist das noch viel euer. Dass du nicht ein Verständnis hast, und das scheint sich so, als wenn die Schrift sich wahrer sprechen hat. Wenn wir bis mal da ein klein bisschen fairer waren, was sagt Paulus alles? Wenn durch falsche Lehrer kommen, die wollen die Menschen waren an Gesetz versklaven. Dann fährt Paulus und Barnabas, die fährten durch ganz mit Feiten hängen durch je. Und Jesus sagt aber, du wirst keinen Titel von Gesetz vergehen. Wo hast du dann niemand erreicht? Das eine steht von der Schrift, sich wahrer sprechen, und ich muss ihnen sagen, nee, das nicht. Weißt du, was uns Trouble ist? Wir haben manchmal das Gesetz nicht reich eingedeutet. Wenn wir hier mal nicht kicken, und das hat mir der Werk ever gebraucht, du ever studieren und mal ausfinden, wo kann ich das Top kriegen? Und Gott sei Dank, dass ich auf einem einzigen Mal aufreden an, dass einer nicht ganz schnell Fried war, einer weiß nicht, was soll ich hiervon merken? Aber wenn wir, das Paulus der Timotheus sagt, er soll das Gesetz reich ausdeulen. Was meint das, das reich ausdeulen? Oder wie würde man sagen, das reich andeulen? Und wahrhaftig die Kirche, die wahre biblische Kirche, das noch einmal verstehen.
Was wir alles in Moses ihn gesagt, der teilen in drei Kategorien, das gesagt. Du hast dort Moral gesagt, das moralische Gesetz. Was ist das für ein Gesetz? Dort ist dort, wo wir leben sollen. Ganz besonders können du die 10 Geboten so nennen. Da wir die 10 Geboten von der ersten Tag in Fenster schmieden, wenn wir sind frei von Gesetz. Da wir dort. Nee, wir da nicht. Wir leben da noch. Woran leben wir da noch? Wenn wir in Luther war wieder noch hangen, aber was denkt bis an Jeremia 31, wo Gott sagt, ich war mein Gesetz in den Horten geschrieben, und dann wollte ich so leben. So, yes, wir sind unter das Gesetz. Wir sind unter das Gesetz, was Gott an unsere Horten geschrieben hat. Und das stimmt mit seinem Moralgesetz. Hesekiel 36, du war wie Luther auch noch hängen. So, wir teilen das Gesetz an in 3 Kategorien. Das eine ist das Moralgesetz, wo ich jetzt von geredet habe. Das ist, wo wir leben sollen, und das bleibt ewig bestehen. Und dann ist das Zeremonialgesetz. Was ist das? Dort ist das Gesetz, wo sie würden sich beschneiden, wo sie die Faste holen, wo sie die Opfer bringen. All diese Dinge, was sie ausführen müssen. Und von dort Gesetz sind wir frei. Woran bin dort erst vorig? Du war wie Luther auch mit der Beänderung. Und dann ist noch dort Civil Gesetz, das Zivilgesetz. Was ist das Zivilgesetz? Dort ist das Gesetz, was du auch in der Bibel hast, wo wir sollen handeln mit den Nuba. Wenn die was liegt, wo sollst du denen das aufgeben? Wenn du was in Loch gerufen hast, was sollst du dann tun? Sollst du das etwas abluten? No, das wird gesagt, du sollst einen Tünraum machen. Und all die Dinge, das sind alles Zivilgesetze. Wir haben von der ersten Tag auch Zivilgesetze. Und die Zivilgesetze, die dürfen noch nicht 100% so in Moses in Gesetz sein, wenn sie denken, dass wir leben in einer anderen Zeit. In Moses in Gesetz ist kein Spiel mit euch Gift. Wer würde jemals gedacht haben, und nicht mehr Stunden fahren zu Moses in der Zeit? No, du hast kein so ein Gesetz dort. Das ist ein Zivilgesetz. Oder da würden sie sagen, das ist das Staatsgesetz. Okay? Das sind alles wertvolle Dinge, aber die haben alle ihre Arbeit. Niemand will anfangen zu kicken, wann sind dann die Gesetze, wo wir sagen, die gehen uns nicht wieder was an. Das ist vorig. Und wann sind die Gesetze, unter der, was wir von der ersten Tag noch sehen. So, wir sagen, die Zeremonialgesetze, von denen sind wir frei. Wenn die Zeremonialgesetze wir ein bisschen Hinweis haben, auf das Wort, was da wird kommen, in der wirkliche Zeremonie, das wirkliche Opfer, die wirkliche Beschneidung, das ist da, was passiert mit Jesus in kommen. Dass er unsere Horten beschnitten hat, dass wir geändert worden, dass er all unsere Schuld betont hat, dass das Opfer, was keinmal gut nicht wird, was die Menschen brauchen, Gott kann keinmal damit zufriedengestellt werden. Die wir ein bisschen Hinweis haben, ob das wahre Opfer, dann kommt das wahre Opfer, und da stellen Gott sein Euer zufrieden. Und das ist nicht erfüllt. Und dann, das Staatsgesetz, oder das Zivilgesetz, das ist, dass wir Ordnung haben, nur für erstmal uns. Wenn wir uns alle einig werden, ob diese Groß, du sollst bis so und spielen mit Gefahren, das ist so ja uns. Wir waren uns einig. Ja, der Staat war sich einig. Das ist zu gefährlich, wenn wir alle über 100 Meilen Stunden fahren, so, dann merken wir ein Spielen mit von 50. Und dann, das dort waren die Menschen sich einig. Und das ist gut, weil wir das alle respektieren. Aber von wann sie sagt, sind wir nicht frei. Das ist ein Moralgesetz. Wir sind ohne das Moralgesetz. Und das ist, wo wir wollen Umfang an zu kicken. Das Moralgesetz, das bleibt stehen. Und das ist, was Jeremia 31, Vers 33 von geschrieben hat. Wo Gott das sagt. Den neuen Bund, den ich mit den Israeliten merken war, wann die Zeit ihr kämpft, ist dieser. Ich will mein Gesetz in einem angeben, in einem dort auf das Wort schreiben, und ich will Gott sein, und die wollen mein Volk sein. Sieh, ich habe das hier, du hast was uns bringen, du hast was uns unter Kontrolle hat. Und hier will ich noch ein klein bisschen beten. Wenn du von der ersten Tag auf einmal
doch soll auf einmal mit seinen einen freien Welt pochen, dass er der Macher für kann, so sei will, no, die hast nicht. Wenn's aus die Unge der Sinn wirst, hat sie keine Kontrolle über die selbst, sie hat keinen freien Welt, wenn's den freien Welt will beiset. So wir würden sagen, vielleicht hat sie einen freien Welt, aber die Frau wird wieder würden man sagen, hat die einen golden Welt. Wie die Welt gut. Hat die einen Welt für das Gute, weil nee, die hat's nicht. Die wirst versklavt ohne Sinn, sagt die Bibel. Die wirst ein Sklav ohne Sinn. So, wenn du ein Sklav bist, dann bist du wirklich frei. So, dann geht dort gepocht mit den freien Welt, die dort sozusagen im Loch nennen. Aber dann, wenn Gott sein Gesetz hier in uns nennen wird, dann eint dort, sein Gesetz eint uns nicht. Und da haben wir die Kontrolle über uns. Und was passiert nun, wenn wir nicht doch, wo Gott kommt? Wir kommen nicht doch, auf einmal wie singen. Was passiert? Wenn Gott sein Geist in uns ist, und er hat uns ein anderes Hort gegeben, dass wir in Hesekiel 36 sein. Und du sagst ja charakteristiert, wenn wir da mal kicken, in Vers 27. Ich will meinen Geist in Jünd geben, und wo so ein Lied von Jünd merken, die meine Geboten holen und meine Verschriften beibehalten und du noch leben. So, du hast nun eine andere Kontrolle über uns gekommen, was der Heilige Geist ist, und der kontrolliert nicht uns. Und wenn wir singen, dann was passiert? Der merkt uns, dass Säue am Schlagfeuer. Und das ist das, was uns trifft, und was du kommst, da tauschst, da wir gesündigt haben, da wir Büße tun, und die wahre Büße ist das. Das nicht. Die wahre Büße ist nicht, dass sie mich an den Holen kriegen mit meinen Sinn. Das ist nicht wahre Büße. Die wahre Büße ist, mich ekelt dort. Und ich wünschte, ich Himmel gedohnt zu haben. Und das ist von wegdrehen. Büße ist von wegdrehen. Ich soll dort ich von wegkommen. Wo kann ich wieder beim Leben? Das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, in Schwien, wenn sie dort nach Boden nehmen, dort entwickelt sich Futzware im Blatt an. Das hält nicht das Boot. Und dann fragt war er dort ab, was ich gespielt habe. Was hätte du damit sein? Okay, die Boots die am besten gerad und dann wechselst die waren am Blatt an, am besten war er verloren. No, das ist nicht, was er sagt. Er sagt in Schwien, hört mal, was er sagt. Denn sie in der Tür erst du im Blatt anwechseln. Das hält nicht, wo sei die den Boden des. Das hält nicht, wo sei die den Abdressen des vom Büten. Das ist nicht geändert. Das ist du wegen in Schwien. Aber wir sind geändert, wenn wir Kinder Gottes sind. Dann haben wir den Geist und dann ist das so, und wenn sie uns noch im Blatt nennen schmieden, wie sollen die Rüte kommen? Das ist ein Erkelgedenk, und wie sollen, wo unser Wut zu kommen sein, um uns das aufzuspeilen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Yes. Woran wir uns an so eine Tür geändert haben. Und dort ist kriegt irgendwas von Gesetz wie sein. Wie sollen dort Gesetz, moralische Gesetz, aber ganz besonders kommt das von auch mit den 10 Geboten. Die ersten 4 Geboten, die sind uns Gott gegenüber, wo wir uns zwischen uns und Gott uns benehmen, uns Verhältnis gegen Gott. Und der letzte Part von den 10 Geboten dort ist, wo wir uns gegen unseren Nächsten da. Wird wir sein, okay, wenn wir nicht sein, okay, ich bin frei vom Gesetz, das Gesetz hat mir nicht mehr zu sein. Aber wenn das Gesetz sagt, du sollst kein falsches Zeugnis geben gegen deinen Nächsten. Stimmt das? Of course. Wenn das Gesetz sagt, du sollst nicht dort mehr. Oh, das stimmt wie ganz, du sollst nicht Eier brechen. So, ja, wir sind doch unter das Gesetz. Du hast einen Standard, was uns kontrolliert. Und das kriegt, was der Gott gedacht, der Propheten gesagt hat. Er sagt, ich will das in den wirken, wenn es die erste sollen, die Menschen. Und Gott hat eine lange Zeit mit ihnen, Geduld. Sie sollen mal, und sie sollen mal, und sie sollen mal, und die immer wahrer sei wie das, der Mensch kann nicht. Aber hier ist das Oberste von allem, der will auch euch. Der Mensch will euch. Warum wenn's denn sie in der Tür wollen nicht? Denn sie in der Tür wie Boys. Und so da musst du, was gerade passieren, dass den Mensch in einer Welt. Wenn's der Mensch in einer Welt wie je nicht eine Beiset. Und dann das wird Beiset ist. Und wenn wir sagen dort, der Apostel Paulus, der dort nicht gehen,
dort moralische Gesetz predigen. Der deut nicht dort seine Rüte schieben, der deut nicht sagen, je sind du nicht frei von. No, dort als in all seine Predigten zu sein, dort so klar bringen, was das für eine Uitwirkung gibt, wann der Heilige Geist in ein Mensch ist. Dann lebt er so, dass Gesetz verlangt. Wenn es wieder ein bisschen Apostelgeschichte saßen, finde ich gut. Und das heißt sich verantworten, wenn es du festgenommen worden, als angeklärt worden. Und so, kann sich verantworten für den König Agrippa. Und du sagst, es ist das, du in der 19. Vers. Apostelgeschichte 26, Vers 19, sagt, und du wegen, König Agrippa, hielt ich mich an dort, was mir von Himmel gewesen war. Hier verteilte den König Agrippa, was am passiert wird, was er gesehen hat, was er sich mit Jesus begegnet hat und was Jesus ihm gesagt hat, was er soll tun. Er sagt, und du wegen hielt ich mich an dort. Und dann sagt er, in Predigt das erste, zu der in Damaskus, und dann in Jerusalem, und in ganz Judäa, und auch zu den Nichtjuden, dort sie ändern sollen. Dort sie ändern sollen. Und sich zu Gott abmerken und dort dann auch mit ihren Worten bewiesen. Ganz sicher, dass Paulus hier so mit das ganz klar durchdaun, wir nicht, nicht gegen das moralische Gesetz. Er dort nicht sieht. Er sieht nicht, ich kann so leben, dass ich bei Fleisch und Blut will. Ist es bekannt, dass sie uns den Zweig all beschuldigt haben? Dass sie sagen, einmal geraten, ich kann sie so bei leben, als sie wollen? No, das stimmt nicht. No, wir sind nicht unter ein Gesetz, was Gott mählich gemerkt hat, dass wir können so leben. So ist das Gesetz verlangt. Warum? Wenigstens wir all sagen, er hat uns sein Geist in uns gegeben und er wirkt dort in uns, dass wir nicht so dort leben wollen. So, was passiert dann, wenn wir auf einmal nicht so leben? So, ich will dir sehen. Wenn wir uns versündigen, dort gibt so ein schlechtes Gefühl, dort uns dort ärgert und dort wir uns schämen und dort wir nicht wollten, wo wir damit haben sollen. So, dann stimmt das all nicht. Nicht haben wir so bei uns leben, als wir wollen. Erstens, wir wollen nicht bei uns leben. Wir wollen nicht so bei uns leben. Warum uns Gott sagt, Paulus sagt, Gott wirkt in den Beides, dort wollen auch das vor ich merken. So, wenn er sagt, er wirkt in uns, weil wir dann bei uns leben? Ne, wir wollen nicht bei uns leben. Meint er, dass wir dann einmal nicht wollen, eine Sinn begonnen? Ja, die Garantie haben wir nicht, dass wir einmal wollen perfekt sein. No, wir sind lang nicht perfekt. Das ist nicht ein Tag, wo du durchgehst, wo wir nicht sündigen tun. Und so, wenn sie uns dann beschuldigen und sagen, oh, nie glauben, die sündigen nicht mehr, weil dort denken die sich selbst aus. Wir glauben dort nicht mehr bloß, dass wir sündigen tun. Wir wollten dort, dass wir sündigen tun. Wenn es die Feulungen von wo wir uns feulen, wann wir gesündigt haben, sagt das immer, ob wir sündigen tun oder nicht. Als wir glauben, dass wir nicht perfekt sind. Nur wir feulen uns lang nicht perfekt. Und das bringt uns was durch. Dass wir Buße tun, dass wir unsere Sünden bekennen, aber wir haben diese eine Hoffnung, was die Welt nicht hat. Wir kicken ab in Christus. Und wir verloren uns ab den seine Gerechtigkeit, der steht bei uns an, der steht für uns an bei Gott. Und der kickt Christus seine Gerechtigkeit an. Und dann weit wie schlecht wir uns fallen über sind, aber doch haben wir Frieden. Wir wollten, dass even, dass wir uns schlecht fallen über sind, frei wir uns tun. Hast du mal über gedacht? Wenn mir das dann dass ich gesündigt habe, du fragst mich immer. Du fragst mich immer. Warum? Ich weiß dort, dass der Heilige Geist mir das Denken gehalten hat. Wenn ich nicht den Heiligen Geist habe, will ich nicht mal gemerkt haben, dass ich in Sinn gelebt habe. Und das ist so ein Sehen, was wir von Gott haben, dass wir unempfindlich geworden sind. Und so dann ist das moralische Gesetz doch in uns. Wenn Gott hat das in uns gegeben. Und wenn wir mal gucken, dann Paulus ist nicht, dass er nicht sagt, ihr seid nicht an kein Gesetz gebunden. Und das sei wie in Galater 4, Vers 22. Wenn er das, was der Geist wirken, das in uns hat 100% mit dem moralischen Gesetz zu tun.
Er sagt, den Jes, das ist Galater 4, Vers 22. Den Jes seine Frucht als Liebe, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesonnen sein, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Das ist, was der Heilige Jes wirken hat. So Paulus, der ist ganz damit einverstanden, dort wie nicht das Moralgesetz nur leben da. Aber was passiert, was sage ich von, wenn ein Mensch nicht nur das Moralgesetz nur leben hat? Weil wir mal ein bisschen ein paar Vers trinken, in der Galater 4, Vers 19, like, fängt das da an. Galater 4, Vers 19. Er sagt, wo das Fleisch verworfen hat. Wo das Fleisch verworfen hat. Das ist nicht unter das Moralgesetz. Das ist bloß, was das Fleisch gelassen hat. Er sagt, wo das Fleisch verworfen hat, ist klar, du hast Ehebrucherie, Anreinheit, Anbandelt Leben, Aufjäterie, Sauberie, Feindschaft, Streit, Hauptsache, Wort, Musik, Senden, Sang, Spölerie, Aufgangs, Mord, Süden und Frieden und so was mehr. Ich habe Ihnen dort all einmal gesagt, aber ich sage Ihnen dort noch einmal, dass sie was tun wollen und Gott ihnen direkt nicht nachkommen. So, was hier sich dort an Paulus? Sag ich, hey, ich kann hier so leben, dass ich im Fleisch und Blut das jankert? No, sag ich, wenn die dort tun, dann wollen ihr nicht in Gott ihnen direkt nachkommen. Du hast nicht mal Fleisch. Du hast nicht mal Fleisch utfängt, sondern es wird noch was klein. No, die wollen dort nicht nachkommen. Du hast keine Frau, als ein Mensch, der nach dem Fleisch leben hat, dass der Wort im Himmel nennt kann. Der Wort du nicht nennt kann. Paulus sagt das hier so klar, und der Schrift sagt das auf Unterstehen auch so klar. So, wenn Jesus sagt, denk nicht, dass ich gekommen bin, Moses ihn gesagt und da was die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu merken. Ich habe nicht, ich sie nicht gekommen, dort etwas zu bringen, aber zu erfüllen. Zu erfüllen. In alle Hinsichten haben. Er erfüllt dort und er merkt uns so leben, dass wir das moralische Gesetz nicht kann leben. Er erfüllt das Sacrificial Law, das Zeremonialgesetz. Er erfüllt dort, wenn wir keinmal können, ein Opfer gerät nicht bringen, dass Gott das mal gefallen kann. Und das Zivilgesetz ist das Gesetz nicht verirrt bis unter uns, dass wir uns nicht alle den Kopf aufrichten. Aber das wichtigste Part, wo wir alle noch kicken, ist Charakter. Das Moralgesetz. Dort ist Charakter, was Jesus hier meint. Dort ist er nicht gekommen, dass er Sieg bringt. Er ist gekommen, erstens, dass wir würden noch leben. Wenn es anders dann würde alle Schriftstellen, was wir in Jeremia, in Hesekiel, in alle anderen Schriftstellen finden. Da wird das alle mal in den Fenster geschmissen und Jesus sagt, no. Ich bin nicht gekommen, dass in den Fenster schmieden. No, ich bin gekommen, das zu erfüllen. Erstens, was die nicht können tun, das komme ich tun. Und das nächste Ding ist, so als die nicht leben können, so komme ich leben. Verjüngt. Und dann, so als die nicht in den Salz würden leben können, so merkt ich kein Leben. Merkt das alles an. Fangt das an, taub zu passen. Und dann, wenn wir dann Jakobus lesen, dann fängt das mehr an unter mir. Wenn es viele Brücken Jakobus sein Brief, zum uns war drei an Menschengesetzen fürs Glauben, zum uns an das alle Gesetz fürs Glauben, so ist wenn wir mit einem Worten, kann uns die Radung verdienen, und das ist kein Mal, was Jakobus sagt. Ab keinen Weg sagt Jakobus, dass wir durch Verdienst von Worten in den Himmel ankommen. Worum schrift Jakobus, dass er geschrieben hat? Weet je wat, du wird zu der Zeit al Trouble, dass sich die falsche Christen anschlechten. Und er hat keine jährliche Frucht abzuweisen. Und sie sehen, wie sie bloß durch Glauben geraten. Und sie deuten korrekt dort, was Petrus schrift von Paulus seine Brief. Wir haben nicht Zeit um da hingehen. Aber Petrus selbst sagt, der redet von den Lebenbruder Paulus, und er sagt, wovon er in all seine Briefe geschrieben hat, war noch viele davon schwer zu verstehen ist. Und er sagt, der Eingelehre,
die brücken dat niet die verdrehen dat niet verdorven, so sei die Schrift auch ab andere Städten verdrehen da. So hier so in Jakobus in der Zeit, er auch dann, er lebt noch so, die Zeit, wo Paulus auch da und Petrus, alle andere Jünger. Aber die haben dann also ein Trouble, dass die Paulus in der Brief bringen, hat dass wir bloß durch genug geraten sind, und nu darf ich kein heiliges Leben abweisen. Und Jakobus sagt, sagt er, wo ist das möglich? Paulus selbst die Schrift ans, wenn der Heilige ist, und erst dann wird er zu sein sein. Da habt ihr das zu der Galater, so sagt er klar gesagt, was den Heiligen Jesus seine Frucht ist. So, da wird unbedingt zu sein, als die im Glauben sind. Wenn even der Glauben ist ein Geschenk von Gott, wenn der Heilige Jesus wirkt den Glauben an uns. Und dann sind hier so Menschen, die sagen, oh, ich werde euch Glauben geraten. Aber der Leben weiß das gar nicht. Dann schrift Jakobus, und das hat hier geschrieben. So ist Jakobus 2, Vers 17 sagt. Er sagt, so ist das auch mit dem Glauben. Wenn der nicht wollen haben, ist der tot. So ist das auch mit dem Glauben. Wenn der nicht wollen haben, dann ist der tot. Aber einige wollen sagen, du hast Glauben und ich habe Worten. Wies mir deinen Glauben ohne Worten und ich will dir meinen Glauben wiesen durch die Worte. Durch meine Worte. Du glaubst, dass du ein Gott hast? Gut. Das glauben sogar die bei sich erst, dann du bist Satan. Wirst du nur nicht ansehen, dass die Glauben ohne Worten nutzlos ist? Er sagt einfach, er braucht das Wort nur. Ich denke, das ist Paul Washer, das noch mal uitleihen hat. Wenn's wir wollten dort, wenn wir wirklich wahre geborene Kinder Gottes sind, dann ist doch ein Ändernis in uns Leben passiert. Dort geht nicht, dass wir so bleiben. Du hast was gerodet passiert. Du hast Hesekiel saßen dadurch in uns passiert. Du hast das Steine noch hart geredet. Wir haben ein Fleisch nicht hart in der Stadt gekriegt. Wir haben Gott sehen Jesus und der hat die Kontrolle über uns. Und das sind Tieten, dort wie Gott seine Kinder sind. Das ist immer und immer klar, dass der Mensch ändert, wenn er wirklich zum Glauben kommt. Und so, wenn wir von der Ocean auch sagen, oh, ich habe mich mit Jesus begegnet. Ich habe Jesus am Hart gekriegt. Ich habe Jesus angenommen. Aber der Leben beweist das gleich. Wo will wir dann machen sein? Mit was von Jesus hast du die begegnet? Like, wo stark ist der Jesus, den du in dein Hart gekriegt hast? Was für eine Macht hat der nu über die? Wie viel Kraft hat der in dein Leben ändern? Oh no, ich glaube, das bist du glauben. Ja, das ist du glauben. Aber wo hast du dann nicht zu sein an die? Wo hast du nicht zu sein? Ich glaube, das ist Paul Washer, das sagt. Er sagt es das. Wenn ich hier über Hang komme, die haben hier eine halbe Stunde gelehrt, ich soll mir kommen, die Botschaft bringen. Und wenn ich dann schließlich komme, die sind alle auffällig, und die Prediger kamen und fragten, sagt er, warum bist du laut? Was geht an? Schaut's das gerichtet, wie die Gelegenheit haben, hier zu reden? Und wenn ich dann würde sagen, oh, weil ich gerade hier gewesen, eine Platte Reifen, und ich will so sagen, bosig, und ich schrift den Reif an, und fall mir in Mitte ab dem Heaven ab, und ich will so bosig, und die ran ich ab dem Heaven ab, und den Mitte abzupicken, und über den gab mir zusammen, und jag ich mir unja. Und das würde mich laut sein. Da würde ich mir alle scheif ankicken und sagen, was? Like, wo ist das möglich? Also entweder du liegst, oder du bist lang nicht klar wie Verstand. Wo ist das möglich, dass du die begegnen mit so einem großen Ding aus dem Sami, die unjährig, und die ist nicht an zu sein? Die würde an zu sein, wenn die in Sami unjährig hat. So, du hast ein bisschen zwei Möglichkeiten. Das ist gleich so, dass die Sami die ungejagt haben, oder die best gleich ganz klar, die best gleich ganz beklärt Verstand. Na, die Frau, die ich nicht würde fragen, ist, was gerade Jesus oder die Sami? Wo kannst du sagen, dass die mit Jesus begegnet hast und die ist nicht unter sein?
No, die wird es unter sein. Wenn die wirklich eine Begegnung gehabt hast mit Christus, die wird es unter sein. Und die überschwören das morgen. Die Leben ändert drastisch. Oh, nicht was die sagen, damit wir nicht perfekt sind. No, das ist nicht, was ich sage. Das ist nicht, was ich sage. Die Leben wird ändern. Und das wird Jakobus hier sagen. Wo kannst du sein, dass die Glauben hast und die so aber nicht unter sein? Die Glauben wird dort bewiesen, die Worte werden dort bewiesen, als das wirklich so ist, dass die im Glauben besser als die böse ist. Das wird Jakobus hier probieren nachzubringen. Wennst du wie viele neue, schlechte, falsche Christen, die wird bus kein mehr, und wenn es Mut geworden wie ein Christ zu sein, und glaub nicht, dass wir von der ersten Tag frei sind, von dort Mut ist, ein Christ sein. Weet je wanneer dat wordt klaar vandaag komen, want werkelijk de Christen weer, wanneer dat eerst wat kosten wordt, een Christ zijn. Wanneer dat eerst wordt dat leven kan, wanneer ik op eenmaal redelijk aan den kop op te haken, voor alle gelovigen, dat is niet geen gezet een Christ te zijn. Weet je wat, dan wordt dat vandaag komen, want die werkelijk Christen zijn. Wens de kost, een Christ te zijn, een ware Christ te zijn, dat is zo hoog dat die Volksche niet kan bestaan blijven. En dat is wat Jakobus hier zegt. Wat kost u zijn? Dat u een Christ bent. Dat is niet te zijn. En dan eerste denk is, bekend een Christ te zijn, en dus beleven ze de wereld, leven ze de zo toen zelfs, dat dat schon brengt op Christus zijn naam. En weet je wat, dat is waarom Jezus nogmaals in de kerk rennen dat. Dat is waarom hij nog mal een vervolging opkomt. Dat is waarom dat het mal vandaag dat hij de herinnert dat. Dat het vandaag komt, want die waarde zijn. En zo we reden hier nog heel van het moraalgesetz. Wie sind onder dat moraalgesetz? En dat moraalgesetz waar sprak zich niet met den wahren Glauben, met dat wie sind der Glauben geraten. Wat is die Glauben? Wenn wir uns die 10 Geboten sein, wenn wir das überkicken tun, und wenn wir im wahren Glauben sind, sei wir dann, okay, sie sagen im wahren Glauben, ich darf nicht in Verlangen haben, Gott da zu leben. No, das geht uns anders. Das ist erst noch mal der wahre Glauben bringt das vandaag, dass wir in Verlangen haben, Gott da zu leben. Der wahre Glauben bringt das vandaag, dass wir lange nicht zufrieden sind mit das, wie Gott leben tun. Dat we Gott wollen doen, dat we den wollen gehoorzaam zijn, dat we den wollen tevredenstellen. Dat kan moedig geloven. En dan, wanneer we kijken doen, dat je boten de nächsten geen ever. Wanneer we werkelijk im Glauben zijn, hebben we dan niet een verlangen, aan zijn nächsten goed te zijn? Hebben we dan niet een verlangen, aan zijn ouderen te eeren? Kijk ja, eet je Vater en Mutter. Zolang dat je lang leven dan hier bij je. Is dit normaal? Is dat Vater en Mutter eeren voor dem dat een mens waar geboren is? Er komt dat eerst maar na dem dat een mens waar geboren is. Weet je wat? Alle onware geboren valt ja. Die mogen ihre Vater en Mutter eeren, aber bloß wegen einer Ursache, wegen Verstruf. Aber das kommt nicht von ihnen hart, dass die diesen deuten Verlangen haben, in den christlichen Wacht den Vater und Mutter zu ehren. All diese andere Geboten, was wir da sein. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht tot machen, du sollst nicht Ehe du sollst nicht ein falsches Zeugnis geben, du sollst nicht den anderen belegen. Und du sollst nicht den jankern, was den Nächsten hat. Als dit nicht alles, was ich mal bloß kann, wenn der Mensch wirklich im Glauben ist, dann kann der auf einmal das ausleben, was das moralische Gesetz verlangt. So, yes, so wie unser das Gesetz, unser moralische Gesetz, ganz bei dem Eng von dieser Welt. Unser Wohngesetz so wie dann doch nicht. Was meint Paulus dann? Wat meint Paulus dan, wanneer hij nu tegen de Galater zegt, nu wil je trainen onder het gesetz gaan? Redt hij dan van het moralische gesetz? No, der redt van het ceremoniegesetz. En dat is wat we zo klar man aanduiden. Dat is wat Paulus meint, wanneer hij tegen Timotheus zegt, die zoals dat woord reich aanduiden. Du sollst das Reich bringen. Du sollst das durchstellen, wo das heilig ist. Und das besonders mit dem Gesetz, das ist dort tun. Mit wir das dort tun, dass wir das Reich aanduiden tun. Dort, wann Paulus hier in Galater 4 Vers 1, en deze vers
die haben Fehler. Fleischliche, was sie Christen nennen, aber nach ganzem Fleisch leben, als so sehr gebraucht, ihn nicht verdorben. Der sagt es das. Galater 4, Vers 1, du sagst, Paulus ist das. Nie gehe ich immer nicht das Zeremonialgesetz und ja dort, wo wir nicht mehr sind. Warum sagen wir, du nicht mehr und ja, da wo wir wieder sein? Und von der Zeremonialgesetz, dort will Paulus sich nicht gefallen lassen, dass die Menschen und ja dort waren proben zu verskloven. Und hier ist das, du sagst, das ist das. Dann blieb nu in der Freiheit, wo der Christus uns verhalten hat, und lot nicht war ein Sklovenjag ablei. So, diese Vers, als ab vielen Städten so sehr werden in den Kontext geraten, und dann tun die dort Moralgesetz mit anprommeln und sagen, oh, du sie echt frei von. Nee, du bist du nicht frei von. Du hast noch nicht gekickt, wo das Gesetz mit abgedeilt. Und von wann wird das Gesetz abgedeilt in 3? Im Alten Testament. Im Alten Testament wird es auch klar gemerkt. Wann sind die Moralgesetze, wann sind die Zeremonialgesetze und wann sind die Zivilgesetze. Aber ganz besonders die erste Kirche merkt das also auch klar. Die erste Kirche merkt das also auch klar. Und viele sagen, oh, das ist nicht mehr zu der Lutherität, dann kommen die mit uns das ab. No, das ist nicht die Lutherität, was irgendwer mit uns das abkommt. No, dort ist auch Ferien immer verschwindet worden, würde man sagen. Das Besondere war ein bisschen zum Beispiel, was hat die katholische Kirche getan? Wo hat die Wahrheit unterdrückt? Wo hat die Schrift gezieht? Und dort ihre Traditionen, ihre Moden, ihre Aufgaberie, durch mehr beim Rühm haben, und die Schrift haben sie gezieht. Und immer hat Gott Menschen abgeweicht und sagt, no, wir müssen trainen in die Bibel gehen. Und dann, wenn die Menschen erst von so vielen Generations hängen und sind immer verführt worden, dann hört sich das nie, das von wer man was nicht abkehrt. Wenn du nie wer sagt, wie man trainen in die Schrift gehen und du kommst so eine Dinge für einen Tag, was in aller Fram ist, und du glaubst, das wird nicht. No, das ist nicht was nicht. Das sind, was die Kirchen haben geglaubt haben. Und so, ich traine das. Von was redet Paulus hier, dass wir uns nicht sollen fürs Glauben lassen? Und das Zeremonialgesetz. Aber da war wir nicht das Zeremonialgesetz, wo wir nicht frei von sind, weil wir dort nicht mit dem Moralgesetz zu bieten Fenster schmieden. Da war wir für abpassen, wir dort nicht tun. Wir wollen nicht weiten, wohnt hol wie und wohnt als erfüllt wird. Wohnt erst das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, hey, du wirst nicht vergehen von dort. Wohnt erst dort. Okay. Paulus sagt, hier ist das. Paulus sagt, wenn jemand beschneiden lassen, dann halbt ihn Christus nicht. Kann ich sagen, der Beschneidung halbt uns nicht mehr, wegen dort wie man das Zeremonialgesetz. Ich sage noch einmal, zu einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass der dann schuldig ist, das ganze Gesetz zu halten. Und das ganze Gesetz wird fahrer dort. Hat der Mensch dort all gewesen, dass du einer entstanden wird, dort so zu holen, und dass Gott dadurch zufrieden mit sein und dass er dadurch sein Leben betraten. Keinmal hat das ein einziger können. Als bloß einer, da wie Jesus Christus. Er sagt, wenn die durch das Gesetz wollen gerecht werden, dann habt ihr ihn von Christus losgemerkt und sind von der Gnade aufgefallen. So hier redet davon, wenn die das wollen, mit jener Kraft, mit jener Worten tun, wenn die glauben, mit jener Kapazität, das Gesetz holen, dann habt ihr die Gnade nicht. Hier ist noch ein Ding, was einzig alle haben sagen, gebraucht. Oh, ich sehe unsere Gnade. Und das ist dann durch Glück aldrig über Sinn. Aber wach ich schon mal wann wie wirklich wahre geborene Christen sind und wir haben das nie gehört gekriegt, sind wir dann Glück aldrig über Sinn? Of course not. Wir sind empfindlich zu dem Sinn. Aber das ist nicht von was Paulus hier redet. Paulus redet hier von, dass die mit Ehre Gesetzen, das Beschneiden und die Zeremonien, diese Fasten, alles mitmerken dann, dort vertrauen du ab erst. Dann sagt er, dann halbt ihn Christus nicht. Dann ist das, wenn die dort Salz wollen. Dann ist das, wenn die in Salz raten wollen. Dann halbt ihn Christus nicht. Da wo ihr du Salz machen für Gott anstehen. Nicht steht Christus durch die Gnade, steht Christus du für uns an. Und wenn die Gnade nicht geht, das wo ihr du Salz machen anstehen für ihn. Und das ist aber eine gefährliche Lehre. Und von dort redet Paulus hier. Wenn die dort wollen, dann halbt ihn Christus nicht.
Wenn die glauben, mit ihnen beschneiden, mit alle Zeremoniegesetzen holen, und alles im Fastjahr und was immer, dann habt ihr genug nicht. Apostelgeschichte 15, wo Paulus, hier merkt ihr das so sehr klar, was ich hier sagen werde. Er sagt, dann kommen gewisse Männer von Judäa in Lehren der Brüder. Wenn je nicht in Moses seine Ort beschneiden lassen, kann je nicht selig werden. Das brach Paulus und Barnabas in einen herzhaften Streit, so dass sie sich einig werden, Paulus und Barnabas in einige von an nur die Aposteln in Ältester in Jerusalem zu schicken, um auszufinden, wo sie zu dieser Frau stünden. So, das wie ein herzhaften Streit, was sie hatten. Was wir diese Männer ihre Lehre? Und das sei wie in Galater 1. Wir haben nicht am Titel haben, wo wir nicht hingehen. Aber was wir diese Lehre? Sie wenden sich wahre drei in der Kapazität von einem Mensch. So ist ein Mensch, ein Sturm, wie Dinge not zu kommen, Moden führen, beschneiden, alles was die Zeremonien zu tun hat. Nicht mit Moral zu tun. Paulus wird dafür, sie sollen ein heiliges Leben führen. Paulus wird dafür, dass sie nicht sollen stehlen, dass sie sollen, wenn du wer fühlen wird, dem Vermund, dann sagt er, dann soll der gut schaffen, dort die haften sein eine Brot erden und auch den nächsten geben. Da wird einfach fair. Hey, du hast wenn die wirklich wahre geboren sind, du hast was anderes entjünt, als was in der Welt ist. Yes, Paulus wird dafür in die andere leben. Und da in Jakobus, wir haben ja mal einen Podcast, wo wir das mal ganz klar durchgehen. Das ist gut, dass Paulus und Jakobus sich wahre sprechen. No, die werden der Stammkreis. Bloß Jakobus, das will die das gesehen haben, der das Dollar für den Tag bringen, wenn die Falsche sich den eingeschleckt haben. Paulus will mit dem ganz mal einverstehen. Dort in die andere Leben, dort in wahre, in dem Leben ist auch anders. Bloß, was in ihr Leben nicht darf, dort ist, dass die all diese Zeremonien mit nicht sein Not zu kommen und sich den Eingang zu den Himmel sein zu verdienen. In Römer 3 merkt Paulus dort noch viel klarer. Er merkt dort noch viel klarer, zu was uns das Gesetz wie gegeben wird. Er sagt, wir wollten, Römer 3, Vers 19, wir wollten, dort wo das Gesetz zu sein hat, sagt er, zu die, die unter das Gesetz sind, so dass keiner jeden anreden kann in der ganzen Welt sein muss, dass sie für Gott verantwortlich sind. Wenn es durch Gesetzes wegen, wird kein Mensch für Gott gerecht werden, wenn es dadurch ist es bloß zu sein, was Sinn ist. Das Gesetz wird durch die Gegeben, um uns zu beweisen, die kann Gott. Das ist keinen Weg, nicht das Moralgesetz, nicht das Zeremoniegesetz. Das Moralgesetz fordert von uns, dass wir ein heiliges Leben führen. Das Zeremoniegesetz, das fordert, dass wir Gott so tun, dass Gott mal soll damit zufrieden sein. Und das Zivilgesetz fordert, dass wir eine perfekte Relationship haben mit unseren Nächsten, mit unseren Anmenschen, mit dass wir alles erreichen, dass ich glaube, wird für den Nächsten ihr streiten als Familie, und dass ich nicht würde so tun, wenn ich das all wollte, dass ich ab mein Hof da wird und dort trouble mein Nuber ein Zivilgesetz, wenn ich wirklich in der Bibel nur würde hören, dann würde ich das leider nicht tun, um mein Nuber nicht ein Hindernis zu sein. Und so geht das wieder, und so geht das wieder. Und keiner von den Menschen können nicht das Moralgesetz, nicht das Zivilgesetz und nicht das Zeremoniegesetz erfüllen. Keiner kann das. Wenigstens käme der alle Karte an. Paulus hat ja das im Bett wieder ganz klar beschrieben. So, mit dem Gesetz holen, das Paulus sagt in Galater 2, Vers 15 und 16, er sagt, wie selbst, die wie aus Juden geboren und nicht aus Sünder von den Feldern sind, wollten dort ein Mensch nicht durch das Gesetz holen gerecht wird, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben selbst aus Christus Jesus gelehrt. Wir haben selbst aus Christus Jesus geglaubt.
Wir haben selbst an Christus Jesus geglaubt, um durch den Glauben an Christus gerechtfertigt zu werden, weil es durch das Gesetz holen kann kein Mensch gerecht werden. Naja, wenn wir hier nicht vorsichtig sind und wir gleichzeitig die Schrift studieren und wir wollen Fuß abbesteht und den Heiligen Geist eine Antwort haben, dann glaubt mir das, hier kommt ein Mensch bei dir und sagt, oh, das war der Sprache sich bis alle. Of course not that. Aber das muss bei dir, was nach fleischlich denken. Das muss bei dir, was nach fleischlich denken. Hier fehlt uns Weisheit durch den Heiligen Geist, dass wir das begreifen können. Jesus sagt, er ist nicht gekommen, das Gesetz abzulösen. Er ist nicht gekommen, das mit dem Fenster zu schmieden. Und Paulus sagt, das hilft dir nicht, wenn die all diese Zeremonien all das tun. Okay, da war wieder das Reich abteilen. Was meint ihr damit? Noch ein Punkt von Galater 3. Er sagt, wer sich abweichen in den Gesetz, wer sich abweichen in den Gesetz verlässt in einen Flucht. Das ist Galater 3, Vers 10. Wer sich abweichen in den Gesetz verlässt, als einen Flucht, wie in der Schrift sagt, verflucht als ein jeder einer, der nicht alles hält in das, was in das Gesetz geschrieben steht. Dort ist klar, dass durch das Gesetz kein Mensch für Gott gerecht ist, weil wer durch den Glauben gerecht wird, soll leben. Wer durch den Glauben. Und noch ein Part, wo wir da sein, wo das Zeremoniegesetz uns nicht mal halten das. Gerne müssen das tun. Moses in Gesetz verlangt das. Sie sollen all diese Fasten und das Eten und Nicht-Eten und was immer sie dann haben. Das ist alle in der Zeremoniegesetz. Aber nur wenn dort erst in Erfüllung gegangen. Weil es war noch weil, das wird wegen Titel nicht tun. Wir würden nach Saal in Hebräer gehen, wo wir das sein können, das Opfer, was Jesus gebraucht hat kein Priester können tun. Das hat keiner können, keiner mal können so ein großes Opfer bringen, so ein rechtes Opfer, so ein heiliges Opfer, dass Gott sein Euer dadurch gestellt wird. Das wirkliche Opfer, was Gott sein Euer stellen, das wie Christus selbst. Und das sei wie in Hebräer, bis wir wollen wegen Titel nicht anhängen. Wir machen das in, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht in 2 oder 3 Series, wo wir das machen, diese Schriftstellen durchgehen. Aber was ich hier will sagen ist, der Zeremoniegesetz, dass wir bis in Handwies haben, ab das Wort, was kommen wird. Der Zeremoniegesetz, dass wir in Handwies haben, ab das Wort Opfer. So, das halt nicht, wenn nur Jesus, wenn der erst hat alles fertig, wenn er das Wort Opfer erst selbst gewaßt wird, das halt nicht mehr, wenn die Priester danach wieder opfern deuten. Warum? Wenn sie deuten einmal das Wort Opfer bringen, sie können einmal nicht das Wort Opfer, aber was sie deuten, dass wir bloß das Hebräer sagen, dass wir bloß entscheiden davon, von das, was noch kommen soll. So, wenn wir hier mal in Kolosser 2, Vers 16 gehen. Kolosser 2, Vers 16, da redet Paulus auch den Zweig von. Er sagt, lasst ihr nicht von keinen dort gewissen schwör mehr und dort über was die eten und trinken sollen, oder wenn eine Helge geholen sollen, oder über niemand und so was. Das wären alles Muschotenbilder von dort, was noch kommen soll, die Wirklichkeit als Christus selbst. Er sagt, immer, all das, was du vorher wirst, alles, was die müssen nicht eten, und alles, was die müssen eten, und alles, was die alle Fasten, was die feiern müssen, und niemand und Sabbat und alles, das wir müssen Handwies haben, ab das Wort, was da kommen wird. Und was wir das Wort wie Christus selbst. In Hebräer 7 sagt es das, Hebräer 7, Vers 11. Er sagt, wenn das Vollkommene durch das levitische Priestertum hat könnt erregt werden. Wenn das möglich war, wenn es das Gesetz wie gegeben worden, dass sie das sollen vollkommen haben. Warum wird dann noch nötig, ein anderer Priester, warum wird dann ein anderer Priester nötig war? Einer Melchizedek, seine Ordnung. Und nicht nur Aaron, seine Ordnung. Warum wird dort dann noch nötig war? Wenn die Propheten reden von, du wird noch einer Melchizedek, seine Ordnung kommen. Von wem redet er dann? Dann redet von Jesus.
Wenn Aaron seine nu kommen, wenn die Priester haben könnt, mal so ein Opfer bringen, das ich dir seht, dort mal zufriedenstellend wird, dort mal die Sünde sieht schaffen, dort Gott sein gerechte Euer gestellt wird. Wenn dort wie möglich war, dann hat nicht nach dürfen einer kommen. Aber das könnte ich einmal nicht. Aber einmal wird die deuten, dass wir bis ein Handwies haben ab dort, was noch kommen soll. Also ich will's, wenn die Priesterordnung geändert wird, muss auch das Gesetz geändert werden. Wenn die Priesterordnung geändert wird, dann muss das Gesetz geändert. Naja, okay, aber über Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, dass das sieht mir. Okay, wo passt wir das nicht auf? Wo passt wir das nicht auf? Noch er sagt, er kommt dort Port erfallen. Er kommt dort Port ganz erfallen. Wat de Menschheit keinmal haben könnte, durch ihre Gottesdienst, durch ihre Zeremonien, dann, er kommt dort. Und auf einer Stelle, du sagst, geschrieben an die Hebräer, es steht, und das wir all im Alten Testament geschrieben, und wir würden uns überraschen, das Neue Testament, wo viel Versen der immer quoting dat von dem Alten Testament. Das ist voll von dem Alten Testament. Das Neue Testament ist voll von dem Alten Testament. So, da ist es Opfer im Brandopfer wusste ich nicht. Aber du hast mir einen Körper gegeben. Wer glaubt, ihr redet du prophetisch? Christus selbst. Gott, du bist nervös zufrieden gewesen mit dem Brandopfer. Aber mir hast du einen Körper gegeben. Was seht ihr damit? Der Körper wird geopfert werden. Das ist, was ich sage. Das wird der einzige Opfer, wo Gott mal wirklich zufrieden mit wird. Und so, Hebräer 11, Hebräer 8, Vers 1, betrachten, ganz besonders. Hebräer 8, Vers 1 betrachten. Ich würde gleichen, wenn wir einmal die Zeit haben, ich würde ihn tun und studiert den ganzen Kapitel durch diese Werk. Wenn es nächste Sinn auch würde ich gleichen, du wieder mit zu gehen. Da wir mit der Benennung dann, wo allmählich das wird sein, wo allmählich das wir, dass Menschen können was beuten. Das du mit Gott zufriedenstellen. Und wenn es, das geht so deep und so weit, dann das nicht alle sein in einer Stunde an zu prommeln. Und wir sehen das auch in Jesaja 1. Jesaja 1, Vers 11. Gott hat gesagt, sie sollen ein Opfer bringen. Er hat kriegfähig geschrieben, wo sie sollen. Aber das wir nicht zufriedenstellende Opfer. Und hier sagt Jesaja einfach so steht. Er sagt Gott durch Jesaja. Er sagt, Jesaja 1, Vers 11, er sagt, was sollen mir all jene Opfer bedienen? Fragt der Herr. Mir sind die all ganz genug, mir ist das all ganz genug mit den Brandopfer von Berg und von dort Fahrt von Maasfeu. All das Blut von Balles und Lama und Kasen gefällt mir nicht. Und er hat jedoch gesagt, sie sollen ein Opfer bringen. Bei einem anderen Wirt, wir würden mal sagen, Gott stellt das auf. Wenn die glauben, was zu bringen, du durch Gott zufriedenstellen, fängt gut. Lass euch in das wiesen, was mir das gefällt. Und ich denke, dass wir ein sinnige Menschen, was Opfer brauchen. Und er sagt, wenn die für mich kommen, verlangt dort, wer verlangt dort von ihnen, dass die mein Bannerhof vertrampeln, dass die überhaupt in Gott in die Gegenwart kommen? Wer verlangt das von ihnen? Wer kriegt ihn hier an? Hier ab mit den Speisopfer, was nicht bedienen. Hier ab mit den Speisopfer, was nicht bedienen. Den Werk ist mir all gehen an. Ich kann das nicht verdrehen. Wenn die beim Sabbat holen, niemand führen und an der Hälfte die auch in der Ort noch versenden. Like even danach, die kommen an, dass wenn die noch wollen, was für Gott tun. Aber Gott sagt, mir gefällt das nicht. Ich kann das nicht mehr. Warum? Wenn Gott kann nicht mit Sinn, was zu tun haben. Gott ist perfekt. Er sagt, jene Phase zum Niemonen in der anderen Hälfte, die auch erklären mich. Mir ist dort schwor, die an zu sein, kann den Mess nicht uthalten. Wenn diejenigen hängen, nur mir uitstragen, wo ich selbst wo handjecken. Und wenn die viel beten, wo ich nicht horchen.
wegen der Schuld, die je abhängig haben. Wenn die wollen kommen und die wollen wählen, für Gott kommen, die wollen nicht noch was fragen, Gott wird sich das wohin drehen. Wegen alles, was die zu beiden haben, als Schmerzkadern für Gott seine Übung, sag ich. So, je kann nicht was bringen, dass Gott dort mal soll gut sein. Erstens, wenn je dir noch was bringt, wem ist das? Das, was je Gott bringt. Wat van groot Opfer wat je aanbrengt, dat God dan mal zal bewegen zijn. Jesaja 40, Vers 16 sagt es dit. Die ganze Libanon-Welt hat nicht genug Halt oder Tieren für ein unständiges Brandopfer. Je kann das gleich. Und danach wollen wir uns noch wählen, Gott was zu bringen. Das ist Römer 11, Vers 34 sagt. Wem ist das? Wem die hier dort? Wenn ich sage, okay, ich will Gott das Opfer bringen. Eins, die dort, die Gott glaubst zu bringen. Als dat dient er, wem is dat? Weil dat wil Gott zien al die dag aanvang. Die dat in die hand, wie dat al Gott zien. So, Paulus sagt es dit in Römer 11, Vers 34. Wer hat am eerst wat gegeven, dat am dort kunnen tregetult worden? Wer hat am eerst wat gegeven? Alles wat du hast, komt van am en erst durch am en erst van am. Hij zal in alle eeuwigheid door je lof worden. Amen. So, wenn wir noch glauben, Gott was zu bringen, wenn wir noch würden glauben an der Zeremonie gesagt, vastzuhouden en glauben, wie bringen Gott nach Wort und mit dit, was Gott sagt, zufrieden sein, ab einen Tag schmieren wir uns an. Was bringst du Gott, was nicht all Gott sind ist? Was kannst du nicht nach Gott bringen, was hij nicht all einen hat? Hij einen alles. Dit is waarom we aan genoeg. Dit is waarom we op genoeg zijn. Wens alles wat ik nog geloof voor God te doen, is als een schmerzkader. En dan nog een dat wat ik geloof te offeren voor God, is alziend. Dat is alziend. En dan nog heeft hij mij veel meer gegeven als ik aan het brengen. Kan je nu zijn waarom de tiendel afdeel nog waar niks uitmerkt? Waarom dat den tiendel einzig treusten zich damit, wir sollen, das ab Spanisch war das gesagt, dies maar, den tiendel von Ernum, das aufgeben, das nicht die Kirche geben, das sind viele Prediger, die brauchen dort aus den Menschen besäbern, dass sie dem mehr Geld reinzappen können. Soll wir nicht die Kirche geben? Of course we soll. Aber nervös mit anderen uns zu treiben. Want de hele Jezus je niet te drijven, dat waarom geef je. Maar danach, wanneer we geven doen, wat geloof je hebben we gegeven, wat niet also bij zo den Herren zien wird. Dat is krank. Waarom aan deze ceremonie je zaad niet meer houden. Dit is waarom we boos dat moraal je zaad kan houden. Dat is een standaard waar een Christ weer leven zal. En weet je wat, ik wil je dit zeggen, dat moraal gezet is eerst nog maar, de mensen wat in Christus zijn, leven eerst nog maar geroet, zoals dat moraal gezet werkelijk verlangt. Viele hoffentlich, die komen hard aan, maar dat als eerst maar van Christus eerst gekomen is en heeft den vrede zwischen an en God gemerkt, en God heeft een niet wat gegeven, maar eerst dan kan die nog maar geroet opvangen, zoals dat te leven. Wegen verdem wir dat bos van buiten gaan. En daar wil we te de nächste zondag loten. Want Jezus wieder geht. En sagt den Standard door gaan, wat hij werkelijk meint. Met, niet dat je zegt, dat ziet schmieden, aber dat nie een Standard te zeggen voor dat je zegt. Wo je naar God kijken dat. Die Menschen, die sich bei Duto immer haben, die mit getreus, wenn sie das moralische Gesetz physisch nur kommen, dann werden sie sagen, zufrieden mit sich selbst und Jesus kann sagen, no, weißt du was,
Wenn du physisch nicht als Eier gebräuchen, dann dauert du noch nicht groß. Ich sage Ihnen, wenn du mit loskicken das, hast du allem hart Eier gebräuchen. Er stampelt du ab das Gesetz, wird so viel geraten ab. Er sagt, ein Standard so viel höher, dass die Menschen anfangen zu sein. Und dann das wie nu nicht mehr möglich, wo soll das dann möglich sein? Das ist, was das Gesetz ist. Weil wir das even gepart in de nächste serie lopen. Waar we sluiten met gebed. Laten we graag daarvoor, we komen hier verder. En we danken die voor die grote genade, wanneer we die gezegd bezien, en ja, we zijn wel hard wie komen. En Herr, dan moeten we van versen aan kijken, wanneer het niet gewoon genade weer. Dan wordt er geen mens geraad zijn. Maar Herr, door die grote genade, en door die ene gerechtigheid, vertrouwen we op dat we kunnen verder komen. Als fehlerlose Menschen, wegen deiner Gerechtigkeit uns was teilsprechen. Und Herr, musst du uns wieder auch, so die angefangen hast, du versprachst das auch, dass das gute Werk, was du hast angefangen, das wirst du auch fertig machen. Musst du uns auch wieder in den Gesetz leiden. Und dass wir du noch leben dann, so die sagst, und du wirst dienen Jesus in uns geben und du wirst so ein Lied von uns merken, was die geboten holen und auch du noch leben dann. Herr, musst du das immer da in uns wirken. Und Herr, musst du all dort schon merken, wenn du was lest von deinem Wort verbreut. Und musst du das immer klarer beweisen, dass dein Wort bleibt stehen. Nicht die Menschen ihre Gedei und nicht die Menschen ihre Leis. Dass du allein bist der, was sovereign ist über alles und du hältst und die laatst gehen. Die beschützt und die verhort. Die begenodigst. Und das ist alle die. Herr, mogen wir in Gottes Werk dort ernst nehmen. Und dass wir nicht gleichgültig darüber sein. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.